Moin moin und guten Tag. Hier ist wieder der Plattkanal mit Düt und Dat. Ich grüt jau und ich hoffe, dat geht jo gaut. Man darf sich einfach nix anmerken lassen. Hüt will ich mal mit einem Witz anfangen. Ein Präsident, der kriegt ein Flugzeug schenkt, dürft dat aber eigentlich überhaupt nicht annehmen. Beim Tausch steckt sie ihm noch die Taschen voll mit Unternehmens-, Hotel- und Golfplatzbeteiligung, was hei eigentlich auch nicht annehmen dürft, wo hei nu aber grad mal dabei is. Antonehmen, wat man nicht annehmen dürft. Glöft hei, dat vielleicht doch rechtens is, weil sich dat vielleicht auch als gegenseitig obheben deit. Ein paar doch Leute kriegt dus Präsident besorgt von einem anderen Präsidenten. Dann dat fürchterlich leid deit, dat hei ihm nicht auch noch ein Flugzeug schenken kann. Sett die man eis mal da, sagt uns Präsident, ich hef wat mit die Taube schnacken. Und haut im durch Anschuldigungen fördern latz, die von vorn bis achtern nicht taube bewiesen sind, mit Fotografien, die ganz wat anderes darstellt, Reporters, die noch die ein oder andere Frage habt, die wart noch Strich und Faden afkasselt und beleidigt. Gleichzeitig ward bekannt, dass man Plätze für ein exklusives, anonymes Essen mit unseren Präsidenten köpen kann, aber mindestens $1 Million in die Präsidentenwährung, also irgend so ein Kryptokram investieren muss. Und ganz nebenbei sagt die Söhn von unseren Präsidenten, dass hei nu auch gern Präsident werden will. Also ich mag nu grad, das ist überhaupt gar kein Witz. Das ist mehr ein ganz modernes Märchen. Und wenn sie nicht bald starven daut, dann geht das wohl so wiege. Nun mal was ganz anderes. Theoretisch, das ist die Front von Analysen. Die waren bei uns hier in der Nachbarschaft. Und als ob je mein Name noch nicht ton schmunzeln woll, nee, die arbeiten auch noch beide in Wertpapierhandel. Und die beiden hätten nur gut gefunden, das antizyklische Handeln an Wertpapiermarkt die größten Chancen sichert. Also, ich hab schon gedacht, antizyklisches Handeln, das ist eine moderne Form von Schwangerschaftsverhütung. Aber so kann man sich täuschen. Und nun noch mal was von uns Bundeswehr. Mit Abschaffung von der Wehrpflicht 2011 sind die ganzen Adressen und Telefonnummern von den Reservisten verschütt worden. Die Bundeswehr, die hat bloß noch den Nommens in Archiv und kann so ganz bummelig 1 Million Reservisten nicht utfindig machen. Wenn du diese Nachricht mitbekommst und Reservist bist, dann melde die bitte mal ganz schnell bei deine Kompanie. Woschins brugt sie die? Und nun noch mal was anderes. Hast du das mitkriegen? Dänemark, der hat das Rentensystem an die Realität anpasst. Rente gibt das Eis mit sämtlich. Systemschutz versorgt dat mal in Deutschland oder noch schwore in Frankreich. Die Dänen, die macht dat aber hier nicht freiwillig. Dat kann ich mich löwen. Die macht dat, weil dat nicht anders zu bezahlen ist. Um so die Situation in Deutschland mal zu verkloren, hab wir hüt mal einen Fachmann im Rat fragt. Man macht dat kaum glöwen. Aber Helmut sagt, hei kennt sich damit ut. Helmut? Moin, ja, hier bin ich wieder, Helmut. Fachmann ist vielleicht ein Betten übertrieben, aber ich hab mir Gedanken gemacht. Als Opa damals Rente kriegen hätt, da war die deutsche Bevölkerung so von der Struktur her noch in Ordnung. Das geif genau nach was hier für so ein Sozialsystem das A und O ist. Opas Generation hat durchschnittlich
7 bis 8 Jahre Rente kriegen und dann wohl Schluss. Also nicht mit der Rente, nee, mit Opa. Heutzutage muss die Rente als durchschnittlich 15 Jahre und noch länger bezahlt werden, weil die Rente an sich langlebig geworden ist. Zusätzlich was nix nach, weil sind so wenig. Doch kannst du die noch so afracken, das ist nicht zu schaffen. Also wenn du mich fragt, dat Rentenolle, dat muss noch mal anhaben waren. Dat wart auch ganz normal in Zukunft, dat eine sagt, ich ha zweimal dat Rentenolle meist zu fordern, aber jedes Mal heb sie dat wieder anhaben. Und in 20 Jahren ist das Verhältnis von Beitragsbetaler zu Rentner 1:1. Den können Sie glicks die Direktrente einführen. Jede Beitragsbetaler kriegt seinen eigenen Rentnentaugewies und kann ihm die Rente dann direkt überwiesen. Das spart nämlich auch nochmal Kosten in der Verwaltung. Also kött waren schall die Rente nicht. Das habt sie nochmal versprochen. Aber das Versprechen zu holen, war die Rente vielleicht bald noch bloß alle 2 Monate utbezahlt. Also rein von der Sache her, hef ich recht. Und da blieb ich auch bei. Tschüss, Helmut. Mann, Helmut, du machst das aber down. Wir kommen nun zu uns letztes Thema, Sport. Bei den Sportnachrichten möchte ich mich heute mal ganz auf den HSV konzentrieren. Zumindest für ein Jahr spielt die Rotbüchsen nu wieder erste Liga. Gott als Tabellenführer von der 2. Liga an den letzten Spieltag in das Auswärtsspiel gegen Fürth. Möcht also bloß gewinnen, den ersten Titel nach 38 Jahren zu sichern. Die Radkappenmeisterschaft. Und lot sich dort die Bodde von Brot nehmen. Viert worden ist trotzdem die ganze Stadt wohl auf die Beinen. Nee, nicht die ganze, die halbe. Die eine Hälfte hätte nicht mitgemacht. Aber die Bürgermeister, die hat gratuliert. Und an Wochenende vorher über 20 Schworverletzte, weil die Fans ut Rand und Band gerannt sind. Das gibt aber auch Lü, die sind der Meinung, da sind 57.000 Schworverletzte in Stadion wählen. Ach ja, und für 38 Jahre, das wohl 1987, ist die HSV in Berlin Pokalsieger geworden. Das wohl der letzte Pokal. Und ob sie mir das glüft oder nicht, ich woll dabei. Ich woll zwar für die Stuttgarter Kickers, die wollen mir ansonsten auch egal, aber das bloß mal so nebenbei. So ganz nebenbei, ich mach nu Schluss. Das wollen wir der Plattkanal mit dit und dat. Lasst das Gaut gehen. Ich meld mich wieder. Ich bin Jürgen Müller.